ganzes Volk trauert. In 40 Länder wurden diese Bilder vom jugoslawischen Fernsehen direkt übertragen, auch in den Ostblock. Neben den Staatsgästen waren führende Leute von 97 politischen Parteien aus aller Welt nach Belgrad gekommen. Der Ostblock war vollzählig. Nur das Nachbarland Albanien dokumentierte seine Außenseiterrolle im kommunistischen Lager. Es ließ sich vom Botschafter vertreten. Präsident Carstens, Kanzler Schmidt und Außenminister Genscher vertraten die Bundesrepublik. Erich Honecker die DDR. Der sowjetische Partei- und Staatschef Brezhnev war aus Moskau gekommen. Aus Peking Partei- und Regierungschef Hua Guofeng. Am Grabe Titos schwor der Vorsitzende des Staatspräsidiums Koliszewski, das Land werde seine Errungenschaften gegenüber allen verteidigen, die sie gefährden oder ihren Lauf ändern wollten. Überzeugt von der Richtigkeit des Kurses der Blockfreiheit werde Jugoslawien jedem in der Welt die Hand der Freundschaft, Gleichheit und Zusammenarbeit reichen. Drei Salven über dem offenen Grab ehrten Tito als den großen Soldaten seines Landes. Die internationale und die jugoslawische Nationalhymne erklangen, als der Sarg in die Gruft gesenkt wurde. In der ersten Reihe am Grab die Familie. Frau Jovanka seit dem Tode ihres Mannes wieder in der Öffentlichkeit, aus der sie 3 Jahre lang verschwunden war. Die beiden Söhne Titos aus früheren Ehen mit ihren Frauen. Tito wurde dort beigesetzt, wo er es gewünscht hatte, in einem Rondell von Rosen, die er selbst gepflanzt hatte, auf einer Anhöhe mit weitem Blick über die Hauptstadt. Ein Marmorblock bedeckt seine letzte Ruhestätte. Josip Broz Tito, 1892-1980. Die jugoslawische Nachrichtenagentur Tanjug errechnete, dass heute in Belgrad 95% der Weltbevölkerung repräsentiert waren. Hinzu kommt die Hochkarätigkeit dieses Treffens. Kaum einer der wichtigen Staats- oder Regierungschefs fehlte, sieht man einmal von US-Präsident Jimmy Carter oder Frankreichs Giscard ab. Wie viele Gespräche heute geführt wurden und heute Abend und morgen noch geführt werden, das weiß